So, über das, was ich heute Abend sprechen möchte, ist unser Selbstzweifel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Selbstzweifel ist ein ganz krasses Thema, weil wir alle haben so Spiegel. Wer kennt Spiegelmomente, wo du in den Spiegel schaust und dann denkst du, meine Güte, das kann gar nicht wahr sein. Das, was ich sehe, ist ein Witz. Und ich möchte ganz kurz mitnehmen in meine Geschichte. Ich habe zweimal den Kindergarten wiederholt. Das ist eine Meisterleistung. Ja. Ich habe zweimal die 1. Klasse wiederholt. Danke. Ich habe die Sekundarprüfung nicht bestanden. Applaus, danke. Beim zweiten Mal habe ich sie bestanden. Ich habe eine Lehre angefangen als Maschinenzeichner. Habe sie nach 6 Monaten abgebrochen. Wurde Offset-Drucker. Aber ich habe immer gekämpft, ich bin zu klein. Weil mein Traum war gewesen, ich wollte Handballprofi werden. Ich war in der Ostschweizer Auswahl bei den Besten. Ich war immer hinten, halb links, guter Torschütze. Als ich 14 Jahre jung war, bin ich nicht mehr gewachsen. Und dann hat mein Trainer zu mir gesagt, die Karriere ist vorbei. Und immer wenn ich gehört habe, dass Gott dich wunderbar und einzigartig geschaffen hat, habe ich zu Gott gesagt, ich weiß nicht, in welchen Spiegel du schaust. Aber bei mir fehlen 30 Zentimeter Minimum. Und es war für mich nicht einfach zu sagen, ich bin wunderschön, ich bin einzigartig, ich bin gesegnet, weil mein ganzer Traum war zerstört. Und wenn ich heute Abend über diesen Spiegel spreche, dann möchte ich dich fragen, was kommt dir beim Spiegel entgegen? Was sind diese Dinge, die du sogar sagst, also es tut mir mega leid, aber das verstehe ich nicht. Ich spreche nicht von der Problemzone, von Problemzonen. Und darum David, ich liebe David in den Psalmen, war nicht der einzige Schriftsteller, die kamen mit ihren Problemen. Sie haben Gott ganz, ganz ehrlich gesagt, das triggert mich, das hat mich verletzt, das nervt mich. Wieso segnest du die Feinde? Ich bin nicht gesegnet. Die hatten Zweifel an Gottes Güte, an Gottes Größe. So die Psalmen, der erste Drittel bei den Psalmen war, man hat mal ausgekotzt innerlich, was dich gestresst hatte. Der zweite Teil bei den Psalmen war dann gewesen, Gott, du bist gut, du bist treu, du bist gerecht, du bist fantastisch. Und der dritte Teil war dann gewesen, ich bin mega klein und du bist Gott immer noch der Größte. Und wenn ich heute Abend über Selbstzweifel spreche, gibt es ganz verschiedene Psalmenarten. Ich möchte es euch ganz kurz vorlesen. Es gibt den Schöpfungspsalmen, die Lobpsalmen, die Dankespsalmen, Klagepsalmen, Vertrauenspsalmen, Weiserpsalmen, Königspsalmen, messianische Psalmen, aber auch die Bußpsalmen. Und alle haben etwas gemeinsam, dass Menschen gesagt haben, Gott, ich verstehe den Spiegel nicht. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum hast du mich so gemacht, wie ich wirklich bin. Und das Krasse ist, die Bibel beginnt nicht mit einem Problem. Die Schöpfung beginnt nicht mit einem Problem, die Schöpfung beginnt mit einem Wunder. 1. Mose 1, Vers 27 sagt die Bibel ganz am Anfang, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, als sein Ebenbild, als Frau und Mann, Punkt. Und wenn ich das lese, muss ich sagen, wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen worden. Du hast eine grenzenlose Würde. Du hast eine unglaubliche Beziehungsfähigkeit von Gott bekommen und einen geistlichen Auftrag, die Welt schöner zu machen. Und wenn man das liest, ganz am Anfang denkt man, Gott schuf. Ja schon, aber der Spiegel ist eine andere Botschaft. Und ganz interessant, als Adam und Eva gesündigt hatten, gingen ihre Augen auf. Und sie sahen sich im Spiegel als nackt. Und haben sich geschämt und wollten sich verstecken, obwohl Gott alles sieht. Und das, was Adam und Eva im Spiegel sah, war für sie beschämend. Und meine Frage heute Abend ist, was für ein Bild hast du, wenn du in den Spiegel ganz, ganz ehrlich schaust? Und der Challenge ist heutzutage, wir vergleichen uns mehr denn ever wegen dem Smartphone. Man sagt heute, wenn du 20 Minuten auf Social Media bist, das ist ja grundsätzlich mal der Einstieg, dann hast du schon 3-mal mit irgendjemand verglichen. Und ich beginne heute Abend mit diesem Schöpfungspsalm und ich heiße im Psalm 139, Vers 13 bis 18 aus der Hoffnung für alle Bibel. Du kannst es auch aufschreiben und mitlesen. Und da heißt es, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leibe meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles.
Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich, liebe Freunde. Wenn ich in den Spiegel schaue, sagen, erkennen? Ja schon, ein bisschen komischer Spiegel. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leibe meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Ich möchte heute Abend über diesen Satz sprechen. Als niemand sah, wer du werden wirst, sah Gott bereits schon, was aus dir werden wird. Und das heißt weiter, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in das Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind so zahlreich wie das Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Und David beginnt mit diesem Schöpfungspsalm und er sagt, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich die Schönheit, die Gunst und die Kraft und die Gnade Gottes und ich kann gar nicht mehr aufhören, begeistert zu sein, wie ich bin. Da vorne ist jemand begeistert und die Jüngeren sagen, ja, die waren noch nie auf Social Media. Ich möchte euch heute Abend mitnehmen in diesen einen Vers, im Verborgenen. Als ich Gestalt annahm, war ich unsichtbar, doch kunstvoll gebildet. Im Leibe meiner Mutter war ich dir dennoch nicht verborgen. Was heißt das wissenschaftlich konkret? Jetzt möchte ich ganz kurz einladen, etwas zu machen, was ich nicht oft mache im Club und online und live überall. Kannst du mal ganz kurz umarmen? So. Genau. Und jetzt schau mal links die Person an. Und dann mal rechts die Person an. Und jetzt schau dich selber an. Darf ich dir was sagen? Du bist ein Original. Originale vergleichen sich nichts, weil du bist so anders als alles andere. Ich nehme auch ganz kurz mit in die Schöpfung und ihr müsst ganz am Anfang ein bisschen entspannt sein, je nachdem wie du aufgewachsen bist, aber um den Bibeltext zu verstehen, müssen wir in die Entstehung von Mensch reingehen. Seid ihr ready? Ganz am Anfang gab es 2 Menschen, haben Liebe gemacht und 500 Millionen Spermien gingen auf den Weg. Eines davon warst du. Um 1 Zentimeter zu bewegen, braucht man 1000 Schläge. Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 500 Millionen Spermien, eine halbe Stunde, wie Speedy Gonzales. Nur einer von euch kann der nächste Mensch werden. Und das bist du. Du hast alle abgehängt, hast das Ei gefunden, hast den Schwanz abgestoßen und ich möchte dir heute sagen, du hast gewonnen. Wenn Menschen dir sagen, du bist faul, du kannst nichts, dann sagst du, hallo, ich habe 500 Millionen Spermien abgehängt. I'm simply the best. Forget all the rest. Und das Zweite, du hattest ganz krassen Charme. Ganz kurz einen Clip, was für einen Charme du hattest. Come on! So, wenn immer du glaubst, ich bin nicht wertvoll, nicht besonders, du hast 500 Millionen Spermien abgehängt, du bist Speedy Gonzales, du bist unglaublich super schnell, lass dich nicht einreden, ich kann nichts, ich bin nichts, ich kann nichts, du hast alles gemacht. The number one. Man sagt, es ist einfacher, 7000 Mal höher die Chance in der Lotterie zu gewinnen, als auf die Erde zu kommen. Du bist ein krasses Wunder. Und David sagt im Verborgenen, als noch niemand Notiz nahm, sah Gott dich bereitstellen. Ich beginne ganz kurz. Es gab das Ei der Mutter, 23 Chromosomen. Die Hälfte von dem, was du heute bist, ist von deiner Mutter, darum Muttertag. Die andere Hälfte kommt vom Vater, das Spermien, 23 Chromosomen.
und den DNA, es gab den Tag, wo man das fusioniert hatte. Und aus diesen 2 Zellen entstand eine Zelle. Gerne das nächste Bild. Und diese eine Zelle, die man sieht, das bist du mit 3 Milliarden Charakter-DNA-Eigenschaften. David sagt, in dieser eine Zelle hat Gott deine Haarfarbe, deine Ohren, deine Augen, deine Wimpern, deine Fußnägel, deine Zehennägel, alles hat Gott definiert. Darf ich was sagen? Diese Fusion ist nicht CS und UBS. Das ist ein anderes Level. Man sagt, wenn du jeden Charaktereigenschaften, das nächste Bild lesen willst, wenn du eine Sekunde immer einen Charakter-DNA lesen willst von dem, was du bist, brauchst du exakte 96 Jahre, um herauszufinden, wer du bist. Und du sagst, ich weiß nicht, wer ich bin, es braucht 96 Jahre. Und was ich mit dem sagen möchte, gehen wir zurück in die eine Zelle. Diese eine Zelle hier auf dieser Leinwand, das bist du. Und David sagt, als ich verborgen war, niemand sah etwas, hat Gott alles, was du werden wirst, an Charaktereigenschaften, Talenten in dich hineingelegt. Und die Kombination, du hast, hat niemand auf der Welt jemals, nie mehr. Und meine Frage ist oft, wieso zweifle ich denn, wenn ich in den Spiegel schaue und denke, ich bin zu klein, zu groß, zu dünn, zu breit, zu impulsiv, zu negativ. So, das bist du nach 3 Tagen. Wer von euch hat ein Familienfoto nach 3 Tagen? Das ist eine Nadel. Und auf der Nadel bist du 16 Zellen groß. Du hast dich schon multipliziert. Du bist schon multiplikativ unterwegs. Du bist auf dem Weg von 37 Billionen Zellen in deinem Leben zu werden. Das musst du dir mal vorstellen. Unvorstellbar Kraft. 37 Billionen Zellen. Augustinus sagte, Kirchenvater, Menschen gehen zum Meer, zu den Flüssen, zu den Bergen, zu den Sternen, um zu staunen. Doch an sich selbst gehen sie vorüber, ohne zu staunen. Und ich möchte nicht, dass du heute Abend nach Hause gehst und nicht sagst, ich bin ein Wunder. Mein Leben ist einfach unglaublich krass. Im Leibe meiner Mutter, in dieser einen Zelle, hat Gott alles in dich hineingelegt, was du werden wirst. Ich möchte 4 Dinge euch erklären, die man wissenschaftlich nicht erklären kann. Nicht mal AI, nicht mal ChatGPT weiß das. Und viele Dinge, die wir haben in unserem Leben, nehmen wir als ganz selbstverständlich. Ich beginne mit unserem Blutgefäß. Die Blutgefäße im Embryo, jede Minute entstehen 100.000 neue Nervenzellen. Und wenn man das Bild anschaut, denkt man, ja, das stimmt, wenn ich vom Kopf bis zu den Zehenspitzen habe ich Blutgefäße überall, da eine Vene, da geht es durch. Nun man denkt, wer hat die Schläuche gezogen? Niemand. Diese Nervenzellen sind entstanden, die haben sich gebildet zu einem unglaublich komplexen Nervensystem, Blutgefäße. Und kein Wissenschaftler weiß, wer gab den Zellen den Befehl, sich zu verbinden und das zu entwickeln. Und darum sagt Hiob, glaube ich, deine Hände haben mich gebildet und geformt. In der 6. Woche, kannst du mal ganz kurz winken mit deiner Hand, links oder rechts, politisch spielt keine Rolle jetzt, auch die im Club und auch online. Wenn man winkt, hier ist ein Bild, 8. Mal 6. Woche Embryo und 8. Mal auf den Arm und auf die Hand. Die Hand war in der 6. Woche ein Padel, wie ein Tennisschläger und ein Padelschläger, wie ein Kanu. In der 6. Woche kommt ein Befehl, dass die Zellen plötzlich da absterben, hier, und es wird ein Finger. Und er stirbt hier ab und hier ab und hier ab. Und plötzlich sterben Zellen ab. Und aus dem Padel wird deine Hand. Und wenn du Wissenschaftler fragst, warum sterben die Zellen da ab, wo sie absterben müssen, und bleiben da, wo sie bleiben müssen, sagen alle, das ist uns unerklärlich. Als ich noch nicht sichtbar war, hat Gott mich geformt im Leibe meiner Mutter. Kunstvoll ist alles, was du gebildet hast. Das andere, das funktioniert heute Abend nicht, aber heute Morgen hat es gut funktioniert. Deine Haare, es gibt Leute, die haben keine Haare mehr. Im Bauch warst du voll behaart.
von oben bis unten. Das ist wie so eine Schutzschicht, es gibt auch Wärme. Und dann irgendwann verliebt man die wieder. Und was die Bibel sagt in Matthäus 10, Vers 30, bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf, hör gut zu, alle gezählt. Wenn bei den Leuten die Haare ausfallen, dann muss Gott oft danach denken. Mit anderen Worten, Gott hat jedes einzelne Haar gezählt auf deinem Kopf. Gott ist ein akribischer Gott. Amen. Im 5. Monat, das nächste Bild, das waren die guten alten Tage, da waren noch keine Probleme, da gab es noch keine Eifersucht, noch kein Dating, gar nichts. Da warst du total mit dir happy. Und Darwin von der Evolutionstheorie hat gesagt, eine Sache funktioniert nicht bei ihm. Er sagt, wenn man das menschliche Auge studiert, dann ist Evolutionstheorie am Ende. Und Darwin hat das menschliche Auge studiert und ich möchte ganz kurz erklären, was passiert im 5. Monat. Du hast Millionen von optischen Nervenzellen in deinem Hirn, hier drin, so Millionen. Und beim Auge Millionen von Nervenzellen, so Stränge. Und die sind nicht miteinander verbunden. Also wenn du eine Weihnachtsbeleuchtung machst mit mehreren Strängen und mit mehreren Anschlüssen und du hast eine Birne falsch eingestellt, dann leuchtet gar nichts. Und im 5. Monat kommen diese Millionen von Strängen von oben und unten zusammen und schweißen sich zusammen im richtigen Ort. Und Darwin hat gesagt, das ist unmöglich. Und das ist der Moment, wo du sehen würdest. Und plötzlich kannst du sehen, aber du hast ein Augenlid. Achtung auf das Augenlid. Das Auge war zu wie ein Lid. Im 6. Monat kommt aus dem Nichts heraus ein Befehl. Aus dem Nichts. Und dein Augenlid wird gecuttet, mit dem Cutter, in 2 Teile und du siehst. Und wenn du Wissenschaftler fragst, wer hat gesagt, jetzt, sagen alle, wir wissen das nicht. Und David sagt, im Leibe meiner Mutter hat Gott mich kunstvoll gebildet. Gott hat einen Gedanken, das letzte Bild. Ich möchte gerne dich erschaffen, hat eine Idee. Hat sich jemand ausgesucht auf dieser Welt. Und eines Tages kommst du auf die Welt. Und ich kenne keine Mutter und Vater, der sagt, oh, hoppte besser. Das ist jetzt richtig scheiße. Sondern man hat Freude. Wenn Gott in dieser eine Zelle deinen Namen, dein DNA, alles reingelegt hat, sagt Gott, ich kenne deine Geschichte. Und Gott hat verheißen, ich werde dich durchtragen bis ans Ende von deinem Leben. So meine Frage, die ich an mich stelle und an dich heute Abend stelle, ist, wenn wir das alles heute Abend erklären können als ein Wunder, warum zweifeln wir noch immer an der Art, wie wir sind? Und zudem wird uns Selin mitnehmen. Applaus, Selin, on the stage. Ich glaube, oftmals ist es so einfach, diese Dinge zu hören, wie einzigartig und wunderbar wir sind. Aber das praktisch in unserem Leben zu glauben, anzuwenden, wird sehr schnell schwierig. Ich glaube, wir haben nämlich in unserem Leben ganz oft verschiedene Spiegel, die uns prägen. Und ich meine jetzt nicht diesen Spiegel, in den du wahrscheinlich am Morgen schaust beim Zähneputzen, sondern ich rede von Filtern, wie du dich selbst siehst. Und ich habe dir heute 3 Spiegel mitgebracht, wo du wahrscheinlich aus deinem Leben kennst, wie du dich teilweise siehst. Spiegel 1, du hast den Spiegel der Menschen und von Social Media, wo du geprägt bist manchmal von Menschenfurcht oder eben von diesem Vergleichen. Und ich glaube, wir sehen uns ganz oft durch diesen Spiegel, wie viele sind eigentlich besser als ich? Wenn ich jetzt diesen Post posten werde, werden dann viele Likes kommen oder nicht? Was werden andere denken, wenn ich dieses Outfit anziehe? Wie denken andere über mich? Und kennst du das, dass du durchs Leben läufst und dir denkst, was denkt diese Person links oder rechts von mir? Dass du dir überlegst, wie komme ich an in dieser Freundesgruppe? Oder dass du dich eben vergleichst, einmal durchswipest und denkst, okay, diese Person hat jetzt wirklich so einen guten Feed, den kriege ich niemals hin. Und irgendwie hat die so eine Coolness, da komme ich nie im Leben hin. Der zweite Spiegel, ganz oft schauen wir in einen Spiegel und uns definiert Leistung. Wir wollen perfekt sein, perfektionistisch und wir kriegen Minderwert. Wie viel muss ich noch leisten,
dass es endlich mal reicht. Vielleicht kennst du es, dass es einfach nie reicht, dass du den Sechser in der Schule nicht kriegst oder dass du nie der ganz Coole von der Gruppe bist oder dass du irgendwie nie dieses eine geniale Outfit zusammenstellen kannst oder was es auch immer bei dir in deinem Leben ist. Dass du vielleicht auch deinen Traum mit 15, 17, 20 aufgeben musstest. Dass du nicht gewählt wurdest, weil es nicht gereicht hat. Und ganz schlimm, ich glaube, ganz oft haben wir es sogar in unserem Glauben, dass wir denken, ich muss noch mehr leisten, damit mich Gott sieht. Ich muss noch mehr tun, damit Gott endlich mich gebrauchen kann. Und der dritte Spiegel, in den wir schauen, das ist der verschleierte Spiegel, der ganz oft unbewusst passiert in unserem Leben, nämlich Lügen. Gedankenmuster, Festlegungen über deinem Leben. Wie zum Beispiel, du bist nicht genug und du wirst nicht genug sein. Und ich glaube, ganz oft in unserem Leben haben wir solche Lügen, die schon seit klein auf uns prägen. Die schon seit klein auf in uns eingeprägt wurden. Dinge, die wir schon immer denken, ich bin halt nicht so schlau. Ich bin halt wirklich eine Last für andere Menschen. Was auch immer dein Satz ist, aber ich glaube, du kennst solche Sätze in deinem Leben, wo Lügen dich begonnen haben zu bestimmen. Oder du merkst es vielleicht gar nicht mehr richtig, aber Festlegungen vielleicht auch von anderen Menschen über dir ausgesprochen wurden und du glaubst sie einfach. Und ich glaube, was so wichtig ist, ist, dass wir lernen, diesen Spiegel zu nehmen und in unserem Leben zu drehen. Ich glaube, wir müssen lernen, in einen einzigen Spiegel zu schauen. Und das ist der von unserem Vater im Himmel, der uns erschaffen hat, von unserem Schöpfer, der DNA in uns reingelegt hat, der eine Bestimmung in unser Leben gelegt hat, wie er dich und mich geschaffen hat. Und wir müssen lernen, diese Spiegel immer wieder umzudrehen, nicht nur einmal. Was heißt das konkret? Für den Spiegel der Menschen von Social Media dürfen wir lernen, Wahrheiten über uns auszusprechen. Wir dürfen lernen, die Stimme des Vergleichens und der Menschenfurcht zu ersetzen mit dem, was Gott über dir und mir aussagt. Und es kann manchmal praktisch wirklich so aussehen, dass du vor diesem Spiegel stehst und sagst, okay, ich bin von Gott geliebt und auserwählt und gehöre zu ihm. Kolosser 3,12. Ich bin schön, meine Freundin, makellos schön bin ich. Ich bin kostbar in meinen Augen und wertvoll und ich habe dich lieb. Das sagt Gott über mich. Okay. Und weißt du, das ist ganz oft nicht das, wonach wir uns wahrscheinlich fühlen. Proklamation ist etwas auszusprechen, was du vielleicht noch nicht fühlst. Aber weißt du, David hat diese Psalme nicht geschrieben für ich fühle mich wunderbar und einzigartig geschaffen. Nein, er schreibt es aus der Perspektive, dass es ein Fakt über deinem Leben ist, wie Gott dich sieht. Es ist nicht ein Gefühl, wie Gott über dir fühlt. Es ist ein Fakt, wie Gott dich sieht. Und genauso dürfen wir lernen zu proklamieren und diese Wahrheiten aus der Bibel zu nehmen und uns zuzusprechen, über uns auszusprechen, ein Post-it zu machen und unseren Spiegel damit voll zu kleben, damit, wenn du das nicht glauben kannst, wenn du dich vergleichen willst, du verstehst, du bist wunderbar und einzigartig erschaffen. Psalm 139, 14. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Wenn du das Wort einzigartig verstehst, verstehst du, dass du dich nicht vergleichen kannst, weil es gibt niemand, der gleichartig ist wie du. Du bist einzigartig. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich, Psalm 139, 14b. Wenn alles großartig ist, was er geschaffen hat, dann bist du es auch. Dann ist es nicht nur deine Freundin oder dein Kollege, der richtig gut aussieht, sondern du selbst bist es auch. Du kannst nicht sagen, wir haben einen Schöpfer, der so krasse Berge gemacht hat, der andere Menschen schön gemacht hat, aber bei mir hat er irgendwie einen Fehltritt gemacht. Nein, wenn du glaubst und erkennst, dass er dein Schöpfer ist, dann hat er dich großartig geschaffen. Wenn du ihm anrechnest, was er gemacht hat, was er geschaffen hat. Und es ist nicht, ich fühle, dass er großartig alles erschaffen hat, sondern ich erkenne. Ich stelle fest, ich erkenne, dass er alles großartig geschaffen hat. Kannst du also vor deinem Spiegel stehen und sagen, wow, ich bin wunderbar und einzigartig geschaffen. Ich bin makellos, ich bin schön. Kannst du das? Ich glaube, wenn nicht, dann müssen wir lernen,
zu proklamieren und diese Wahrheiten zu unseren Wahrheiten zu machen. Der zweite Spiegel, die Stimme der Leistung zu ersetzen mit dem Vertrauen, dass du genug bist, weil Gott dich geschaffen hat. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch kunstvoll gebildet im Leibe meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Bevor dein Leben hier auf der Erde begonnen hat, hat er deine Tage ins Buch geschrieben. Das heißt, er hat dich schon geliebt, bevor du was leisten musstest. Bevor du was getan hast, hat er dich direkt in dieses Buch geschrieben. Und ich glaube, es ist so essentiell, diesen Punkt zu verstehen. Bevor du was leisten konntest, hat dich dieser Abervater der Liebe geliebt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Römer 8, 38, 39. Okay, das gilt für mein Leben. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe noch nicht genug getan, noch nicht genug gemacht. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes. Gott sah alles an, was er gemacht hat, und es war sehr gut. Es war sehr gut. Du bist geliebt, bevor du was geleistet hast. Und ersetze Festlegungen über deinem Leben durch Gottes Wahrheiten. Von Anfang an habe ich euch getragen. Seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe. Ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde euch in Zukunft tragen und retten. Gott hat dich schon längst getragen und er wird dich immer und immer wieder durchtragen. Dass er dich liebt, dass er dich wunderbar und einzigartig erschaffen hat, ist nicht ein Fakt für deine Geburt und dann mal schauen, ob du das gut machst in deinem Leben. Und das ist eine Zusage dein ganzes Leben lang. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, käme ich nie zum Ende. Seine Gedanken über dir und mir, seine Wahrheiten, über diesen Lügen, die du vielleicht kennst, das sind die, die zählen. Die sind überwältigend und vielleicht auch herausfordernd, gerade heute Abend, das wirklich mal zu glauben und anzunehmen. Aber ich will dir eine kleine Story mitgeben. Es sind manchmal die ganz kleinen Dinge. Ich hatte ganz oft Mühe und habe es auch manchmal noch, mit kleinen Dingen mich zu entscheiden. Und dann gab es so Momente, da sind wir zum Beispiel in den McDrive gefahren und ich habe meinem Verlobten gesagt, fahr langsam, ich weiß noch nicht, welches McFlurry ich will. Und es klingt richtig doof, aber irgendwann kam diese Lüge bei mir, dass ich indecisive bin. Mein Charakter ist halt einfach nicht so entscheidungsfähig. Und weißt du was, vor einem Jahr hat mir Gott gesagt, Celine, was willst du? Und ich habe gesagt, ich möchte entscheidungsfähig sein, es nervt. Dann hat er gesagt, dann sprich das über dir aus. Das ist die Wahrheit. Und ich habe ein Post-it genommen, entscheidungsfähig draufgeschrieben, an meine Gebetswand gehangen und ich spreche das fast täglich über mir aus, ich bin entscheidungsfähig. Das ist eine Lüge, die ich seit klein immer wieder habe, dass ich nicht gut in Entscheidungen bin, in kleinen Entscheidungen. Aber ich spreche über mir aus, Gottes Wahrheit, Gottes Wort, dass ich entscheidungsfähig bin und dass er das mir zuspricht. Und ich will dich heute Abend fragen, was sind die Worte, die du dir aufhängen musst, die du auf ein Post-it schreiben musst? Und ich will dich ermutigen, lerne in diesen Spiegel zu schauen, wo seine Stimme regiert und wo seine Wahrheit draufsteht. Amen, come on. Come on. Wow. So, Liebe, wenn David das schreibt, ich bin wunderbar und einzigartig geschaffen, großartig ist alles, was ich bin, sagt die Bibel nicht, ob er sich so gefühlt hat. Die Bibel sagt kein Wort, wenn David in den Spiegel geschaut hat, dass er gedacht hat, oh wow. Aber ich glaube, diese Psalmen sind eigentlich genauso unsere Worte, weil ganz ehrlich, ich wohne in einem Ort, da hat es einen Fahrstuhl und da ist ein Spiegel. Und ich sehe mich jeden Tag 2 bis 4 Mal allein im Fahrstuhl und denke immer, oh, okay. Und mich erinnert das immer wieder daran, was ich sehe und was Gott sieht, ist nicht das Gleiche. Und ich muss lernen auszusprechen, wie Gott mich sieht, wie Celine gesagt hat. Da heißt, du bist schön, meine Freundin, makellos schön, Hohelieder 4, Vers 7. Ich weiß nicht, ob du das über dich aussprechen kannst. Bei mir sind 30 Zentimeter, die fehlen für Handballprofi. Also wenn man das beginnt zu proklamieren, dann kann es auch sein, dass gewisse Bilder, die man hat, auf die Seite legt. Ich möchte enden.
Weil er hat angefangen mit kunstvoll im Leibe meiner Mutter, aber auch beendet hat David gesagt, Gott kennt jeden Tag von meinem Leben. Und ich möchte auch mal diesen Bibeltext vorlesen von Serien Jesaja 46, 3-4. Von Anfang an habe ich euch getragen, seit eurer Geburt sorge ich für euch. Ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Du kannst deine Haare farben, wie du willst, grau ist grau. Ich, der Herr, habe euch bis hierher getragen und ich werde euch auch in Zukunft tragen und retten. Wenn man das so liest, denkt man, oh krass, es gibt ein Laminin-Protein-Molekül. Jetzt denkst du, was ist das? Und zwar, ich möchte es euch ganz kurz erklären, wenn du ein Haus baust, braucht es Beton. Eisen und Stahl und Holz und auch Glas wird mit Beton zusammengehalten. So, meine Frage ist, was hält der Körper zusammen? Alle diese Zellen und alle die Elemente, wie kann das Auge drin bleiben, das Ohr fällt nicht weg? Das Laminin-Protein, ganz kurz ein Bild, es gibt A- und B-Proteinmolekül, das ist ganz ein einfaches Grafik, auch ganz einfach erklärt. Wenn man das Proteinmolekül in deinem Körper, das alles zusammenhält, unter einem Mikroskop anschaut, dann sieht man dieses Bild. Das nächste gerne. Das ist ein Kreuz. Wenn man wissenschaftlich dich anschaut, ist ein Kreuz, das dich zusammenhält. Ohne ein Proteinmolekül machst du puff und du bist verflüdert. Du sagst, es gibt keinen Gott, dann sage ich nehme das Laminin-Protein von dir weg. Das heißt, Gott trägt dich durch. Amen. So, ich lade euch ein, aufzustehen, live, der Club. Und ich stelle euch 3 Fragen, nochmal ganz am Anfang auf diesen Slide, gerne. Gerne nochmal diese 3 Fragen, gerne vom Spiegel. Genau, schönes Bild. Gerne die 3 Fragen, gerne. Danke. Ich möchte jetzt einfach ganz kurz einladen, ganz ehrlich zu sein. Was ist der Spiegel, den ich anschaue? Ich spreche jetzt nicht von etwas Göttlichem, gell? Aber wir können nur einen Change machen, wenn wir wissen, was wir zu Jesus bringen. Und Selin hat gesagt, eben Entscheidungsfreudigkeit ist schwierig. Für mich war es die 30 Zentimeter. Sondern Vater im Himmel, ich bitte dich heute Abend, wie David, dass du mein Herz erforscht, dass du meine Gedanken durchleuchtest. Du kennst mein Vergleichen, du kennst meine Unsicherheit, du kennst meine Unentschlossenheit, du kennst meinen Stolz, mein Jähzorn, meine Temperamentfähigkeit, die manchmal durchbrennt, meine Unzufriedenheit, mein Streit. Da, wo ich mich unwürdig, nicht wertvoll betrachte. Da, wo ich gerne jemand anders wäre, da, wo ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle, da, wo meine Identität nicht geankert ist. Da, wo mein Traum zerbrochen ist, mein Traum, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Sehnsüchte. Und der zweite Schritt, den wir machen werden, wir erzählen uns erklären, aber es ist wichtig, ohne in den Spiegel zu schauen,
können wir nicht das ans Kreuz bringen. Und stell dir mal diesen Spiegel vor, mit dem du strugglest. Vielleicht sind es Wörter, die du auf dem Spiegel siehst. Lügen, Leistungsdruck, Menschenfurcht, Vergleiche. Und stell es dir mal bildlich als Spiegel vor, der vor dir steht. Und wenn du heute Abend merkst, du bist bereit, das Gott abzugeben, dann sag das Jesus. Und dann dreh mal diesen Spiegel in deinem inneren Bild um und frag ihn, was er auf deinen Spiegel schreibt. Jesus, wir geben dir unsere Spiegel hin. All diese Lügen, diese Menschenfurcht, dieser Perfektionismus, dieser Minderwert, dieses Vergleichen, diese Festlegungen, diese Gedankenmuster, die brechen wir und die geben wir dir heute ab, Jesus. Und wir tragen die nicht länger mit uns mit. Und wir akzeptieren die nicht und wir legen sie an dein Kreuz. Und wir sagen, wir drehen diesen Spiegel in deinem Namen um. Weil du hast Wahrheit für uns. Du hast Proklamation für uns. Und wir wollen diese Proklamation, diese Wahrheit über unserem Leben, deine Stimme wollen wir, Jesus. Zeig du dich uns heute. Sprich du dein Wort. Zeig uns, was du auf diesen Spiegel schreibst. Vielleicht steht da Annahme. Vielleicht steht da, dass du genügst. Vielleicht steht da, dass du wunderbar und einzigartig erschaffen bist. Und es spielt keine Rolle, ob du ein Wort jetzt gesehen oder gehört hast. Aber du darfst diese Gewissheit, diese Erkenntnis heute Abend annehmen. Von diesem Psalm 139. Sag Jesus, ich nehme es an. Deine Wahrheiten, Jesus, nehmen wir an. Deine Proklamation. Und wir wollen zusammen proklamieren. Du darfst auf den Screen schauen. Wir haben Psalm 139 mitgebracht. Dass wir es zusammen heute laut aussprechen. Da, wo du es dich noch nicht alleine traust, machen wir es heute als Community, okay? Und wir sprechen es laut aus. Damit wir es selbst hören, damit wir es selbst verstehen, was Gott uns zuspricht. Seid ihr mit mir? Come on! Ich zähle von 3 runter und wir machen es zusammen. 3, 2, 1. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich, schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm. Unsichtbar, noch kunstvoll gebildet im Leibe meiner Mutter. Da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Im Namen Jesus, Amen. Das ist seine Wahrheit über dich. Come on, come on. Das ist seine Wahrheit. Wir glauben, dass Gott immer wieder durch Predigten in unser Leben hineinwirkt. Was hat dich berührt? Schreib es doch noch auf und nimm dir Zeit, denn es sind Schätze, die Gott in dein Leben hineinschenkt. Wir unterstützen dich auch gerne noch weiter mit Jesus zu wachsen. Connecte auf unterschiedlichen Kanälen mit uns und natürlich würde es uns freuen, wenn du vielleicht auch mal in Person bei uns vorbeischaust im ICF Sunday Night. Bis bald.